Wer sollte sagen? Was ist da drin? Der muss noch abbrechen, oder wie? Mein Gott. Oh Gott. Die heilige Mutter, oder wie? Die faulige Ding. Also, Buben, da erinnert stinkt's. Aber ich glaube, das liegt nicht an mir. Ich meine, das liegt eher an der fauligen Mutter. Sind wir allein? Ja. Ja. Allein. Süße Einsamkeit. Niemand wird uns hören oder stören. Alles läuft nach Plan. Die anderen. Ich habe mit ihnen gesprochen. Sie werden kommen, ich weiß es. Der Zauberer Festus Grex. Vielleicht sogar der Argonier und das Lichtkind. Was ist mit euch? Habt ihr mit jemandem gesprochen? Nein? Nein, natürlich nicht. Ich rede, gehe, sehe und spreche. Und was tut ihr? Nichts! Nicht! Nicht, dass ich wütend wäre. Nein, niemals. Cicero versteht. Cicero versteht immer. Und gehorcht. Ihr redet, wenn ihr bereit seid, oder? Oder? Liebe Mutter der Nacht. Armer Cicero, guter Cicero, ein so demütiger Diener. Doch meine Stimme wird er niemals hören, denn er ist nicht der Zuhörer. Oh, aber wie kann ich euch verteidigen? Wie kann ich euren Willen ausführen, wenn ihr nicht sprecht? Zu niemandem. Oh, aber ich werde sprechen. Mit euch werde ich sprechen, denn auf euch habe ich gewartet. Ja, euch. Ihr teilt meine eiserne Grabstätte. Ihr wärmt meine alten Knochen. Diese Aufgabe gebe ich euch. Reist nach Volunrud. Sprecht mit Amon Moutier. Der arme Cicero hat euch enttäuscht. Dem armen Cicero tut es leid, liebe Mutter. Ich habe mich so sehr angestrengt. Aber ich kann den Zuhörer einfach nicht finden. Sagt Cicero, die Zeit sei gekommen. Sagt ihm die Worte, auf die er all die Jahre gewartet hat. Dunkelheit erhebt sich, wenn die Stille stirbt. Was? Welch Verrat! Eine entwürdigende und befleckende Tat! Ihr habt die Heiligkeit des Sarges der Mutter der Nacht verletzt! Redet! Redet, Wurm! Und was möchte der Kasperl jetzt? Sie hat zu euch gesprochen? Oh, noch mehr Heimtücke, noch mehr Betrügereien und Täuschungen. Ihr lügt! Die Mutter der Nacht spricht nur mit dem Zuhörer! Und es gibt keinen Zuhörer! Das hat sie gesagt? Diese Worte hat sie euch gesagt? Dunkelheit erhebt sich,
wenn die Stille stirbt? Aber das sind die Worte, die bindenden Worte, geschrieben in den Büchern des Bewahrens. Das für mich bestimmte Signal, die einzige Möglichkeit der Mutter, mit Cicero zu sprechen. Dann stimmt es. Sie ist zurück. Unsere Dame ist zurück. Sie hat einen Zuhörer auserwählt. Sie hat euch auserwählt. Seid gegrüßt, Zuhörer. Also, ich einmal sagen, er leidet am Gollum-Syndrom. Zurück, Wahnsinniger! Was immer ihr auch im Schilde führt, es ist vorbei! Geht es euch gut? Ich habe den Tumult gehört. Mit wem hat Cicero denn gesprochen? Wo ist der Komplize? Zeigt euch, Verräter! Komplize gibt's keinen. Nur zur Mutter der Nacht. Ich sprach zur Mutter der Nacht, aber sie sprach nicht zu mir. Er sprach der faulen Leiche. Nein! Sie sprach nur Warum, wieso zu doch? ihm. Zum Da stinkt es aus. Was? Der Zuhörer? Was erzählt ihr denn da? Was soll dieser Wahnsinn? Es stimmt, es stimmt. Die Mutter der Nacht hat gesprochen. Die Stille wurde durchbrochen. Der Zuhörer wurde auserwählt. Der Zuhörer. Als ich Cicero schreien hörte, wusste ich, dass man euch entdeckt hat. Und ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet. Geht es euch gut? Pass auf. Die Mitleidsnummer. Na schön. Lasst uns alle tief durchatmen. Cicero sagte, er habe mit der Mutter der Nacht gesprochen. Aber sie sprach mit euch? Bitte sagt mir, dass das nur ein makabrer Scherz ist. Was? Cicero sprach also mit niemandem sonst? Nur der Leichnam der Mutter der Nacht? Und die Mutter der Nacht, die nach allem, was wir wissen, nur mit der Person spricht, die als Zuhörer auserkoren wurde, sie hat gerade gesprochen. Gerade jetzt. Mit euch? Bei Cities. Und? Was hat sie gesagt? Amand Moutier? Ich weiß wirklich nicht, wer das ist. Aber Wolonrud, den Namen habe ich schon gehört. Und ich weiß auch, wo es ist. Was sie gesagt hat, er hat ein bisschen genuschelt. Nein, nein, bitte, ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber ihr empfangt eure Befehle von mir, ist das klar? Die Mutter der Nacht mag ja mit euch gesprochen haben, aber ich bin noch immer das Oberhaupt dieser Familie. Ich werde meine Autorität nicht einfach so abgeben. Ich brauche Zeit, um über all das nachzudenken. Geht zu Nasir und erledigt einige Aufträge für ihn. Ich werde euch aufsuchen, wenn ich weiter über diese Angelegenheit reden kann. Zusatzaufträge von Nasir. Aber, hören wir jetzt das nächste Mal. Das Flüstern im Dunkeln, na gut. Ich hab eine faulige Leiche voll gelabert. Das ist Geh, einfach Moment, bin alles zu fertig. viel. Und es kommt zu Wenn schnell. ich zurückkomme, bist du fällig. Lasst euch von Nasir etwas Arbeit geben. Ich brauche Zeit Alter, wo geht denn raus? zum Nachdenken. So, wir reisen noch schnell zum Haus Seeblick. Ein bisschen rumnogeln. So, wir haben wieder den einen oder anderen Bauern dabei. Was ist das da? Ein Hirsch? Hirsch? Abmarsch, gell? Hirsche kann ich von der Haustier. Pass auf, was wollt ihr basteln? Die Leute sagen, Himmelsrand sei einer der gefährlichsten Orte auf Tamriel. Ich glaube, da Der irren Hauptraum. sie.
Es ist großartig und ich bin stolz, es meine Heimat nennen zu dürfen. Ein Hauptraum hinzugefügt. Hab ich keinen gehabt dafür. Geht noch mehr? Schaut ja nichts aus. Die Hauptraumtür. Dafür brauche ich Eisenbeschläge, Schloss, Scharnier und Nägel. Sag das, wie du jetzt steigst. Pass auf. Eine Tür nach Maß. Fundament 30 Bruchsteine. Wie schaut aus? Hammer. Eine Schmelzhütte. Lehm und Bruchstein. Den kriegen wir noch hin. Wie viel war das? 4 Stück? Ich weiß gar nicht mehr. Pass auf, das haben wir auch. Für das Bienenhaus brauchen wir Stroh. Woher kriegen wir Stroh? Können wir das so zusammenklauen? Okay, muss ich kaufen. Da geht auch nichts. Also da ist das schön. Der Hauptraum. Gerade die Vorhütte. Da die Schmelzhütte. Bruchstein und Nägel. Der Bruchstein. Kriegen wir da. Da kriegst du mal gleich 4 Wumme, gell? Geht schon. Was hat er gesagt? 20 Nägel. Ich habe vom Tod genug für 3 Leben gesehen. Aber eines guten Ja, sieh mit den Kampfes Tod immer. werde ich nie überdrüssig. Was haltet ihr davon? Eine Seuche. Stützen für den ersten Stock. ...26 Nägel und Lehm. Barren habe ich noch 8. Geht schon. Dreimal, gell? Die bist du gleich wieder los. Sehen wir Holz. Lehm und Holz.
Weil wir leben. Wer ist da? Ich bin euer Schwert und euer Schild. Und du gehst da spazieren? So ganz zufällig? Langes Leben euch, Tane. Einen Fuchs für mein Haus. Wie schaut denn aus? Es wäre mir eine Ehre, euer Vogt zu sein. Ihr habt da ein prächtiges Haus. Bis zum nächsten Mal. Mein Begleiter? Du, warte mal, du gehst heim, oder wie? Chefin, bleib für du, gell? Einen guten Tag wünsche ich. Ich bin direkt hinter euch. Bei der Nuschina. Ja, bitte, wir wollten Holz haben. Wobei, warte mal. Holz kaufen wir, wenn möglich. Geht das? Ja, man geht das nicht. So, kaufet Holz. Oder gemeint. Habt ihr euch verlaufen? Ich bin verlaufen. Du geh. Für mein Haus. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen. Natürlich. Was brauchen wir? Wir benötigen Holz. Ich werde mich sofort... Braucht ihr sonst noch etwas? Ich werde mich so... Braucht ihr sonst noch etwas? Und Lehm, Kaviar. Natürlich. Einmal versuchte Braucht mich ihr auf der sonst noch Straße zu etwas? berauben. Als ich Düsterklinge zog, Natürlich. hat der Arme sich Braucht in die ihr Rüstung sonst noch gebracht. etwas? Weißt du. Löwen, weiter geht's. Ja, wenn schon ein bisschen wintert. Der Leben, warte mal. Eine Decke. 25 Nägel. Die kriegen wir noch hin. Hätte ich gesagt. Wie schaut denn aus? Wird schon. Einen Keller. 50 Bruchstunden. Das kriegen wir auch noch hin. Weil wir gerade so gut dabei sind. Chefin? Sind wir daheim oder wie? Oder sind wir fort? Ah, da ist sie. Ja, da ist sie ja. Da ist großräumig. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Natürlich. Was brauchen wir? Natürlich. Braucht ihr sonst noch etwas? Natürlich. Braucht ihr sonst noch etwas? Sehr gut, mein Und die Herr. Türen? Selbstverständlich. Woran habt ihr gedacht? Eine Kutsche. Ein Bade, ein Blonik. Bis zum nächsten Mal. Der jault mal die Bude voll. Löwen. Wir sind noch nicht fertig. Bruchstein.
50. Was habe ich denn gekauft? Nein, 40, oh Gott. Genau einer. Ich schleppe ihn um mich. Mit Mühe und Not in den Stoppbruch. Passt schon. Meine Mutter war eine starke Frau. Hey, Sie weiß ist schon. diejenige, die Hab mir ich schon mal meine erzählt. Schwertkampftechniken beigebracht hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Vorstellen kann man es immer noch nicht. Bei der Keller. Jawohl. Also wieder einmal sagen, jetzt reicht. Jetzt einmal. Bei nächstes kommt die Inneneinrichtung. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ja, bei Buben. Wir legen dann eine Pause ein. Und die machen wir bei der dunklen Bruderschaft. Da können wir doch gleich weitermachen. Oder wir machen die Nummer mit der Drachenfeste. Dann fliegen wir da um. Was braucht ihr? Ein Bett brauche ich. Ich bin ganz Ohr. Bei der Briesenheim. Der macht jetzt zurück. Du sag mal, Fräulein Glanzschild. Papa, ihr seid wieder da. Bitte noch nicht Schaut gebeten, mal, oder was ich gefunden habe. Hier, ist für euch. Ein Diamantring, Respekt. Wo denkst du denn? Okay, Leute, ich würde mal sagen, Meine Mutter war Wir eine machen eine starke Pause. Frau. Sie ist Und beim nächsten Mal diejenige, geht die er mir genau meine da weiter. Schwertkampftechniken beigebracht hat. Bis dann Könnt ihr euch das vorstellen? und servus.